die Expansion der NATO, also Sie kennen das, die ostmitteleuropäischen Länder plus die baltischen Länder, Rumänien und Bulgarien wurden in die NATO aufgenommen und gleichzeitig haben die USA Stützpunkte errichtet um Russland herum, also Deutschland, Frankreich sowieso, auch in Polen, in Rumänien, Bulgarien, in der Türkei und im Kaukasus und in Mittelasien. Dann wurde eine Raketenabwehr in Polen, Rumänien und in der Türkei geplant und wird jetzt realisiert mit der Begründung, dass die Raketen aus dem Iran damit neutralisiert werden sollen. Russland sagt dazu, das ist nicht überzeugend, es geht in Wirklichkeit gegen Russland und sie fühlen sich also zunehmend eingekreist. Gleichzeitig hat die EU expandiert. 2004 der Beitritt der ostmitteleuropäischen Länder, 2007 Bulgarien und Rumänien, 2012 Kroatien, 2009 wurde eine östliche Partnerschaft der EU gegründet, die noch einen Schritt weiter geht. Es sind 5 ehemalige Sowjetrepubliken, darunter die Ukraine, die auf dem Gipfel in Vilna im November 2013 ein Assoziierungsabkommen mit der EU erhalten sollten. Allerdings haben sich 3 davon geweigert, darunter die Ukraine. Die Ukraine hat es am 21. November vorigen Jahres erklärt, dass sie dem Abkommen nicht beitreten will und hat, ich habe mir die Mühe gemacht, die Begründung durchzulesen, da steht, interessanterweise stehen nicht wirtschaftliche Gründe an erster Stelle, sondern die Sicherheitsbedenken. Also die ukrainische Regierung hat erklärt, dass die ukrainische Armee im Rahmen dieses Abkommens den Kampftruppen der EU also nicht direkt unterstellt würde, es gibt einen anderen Begriff dafür, also eine Zusammenarbeit vorgesehen ist mit den militärischen Einheiten der EU und mit der Sicherheitspolitik der EU, die müsste anerkannt werden und die Regierung in Kiew hat gesagt, das ist mit unseren Sicherheitsvorstellungen nicht vereinbar und hat das Abkommen nicht unterzeichnet. Das war dann der Startpunkt für diese Demonstrationen, Proteste auf dem Maidan. Also Maidan ist eigentlich ein türkisches Wort, das Platz bedeutet. Das war auch ein Teil des Osmanischen Reiches, was wir gar nicht mehr wissen. Aber die Osmanen wurden durch Russland aus diesem Teil Europas vertrieben durch 10 Kriege, russisch-türkische Kriege. Also diese Proteste wurden ausgelöst durch die Nichtunterzeichnung des Abkommens mit der EU, wobei die Regierung meiner Meinung nach gute Gründe gehabt hat, das nicht zu unterzeichnen, aber durch die Vorbereitung, vor allem durch die NGOs, durch die Medien, also die Regierung hat die Medien nicht kontrolliert, auch wenn das im Westen so dargestellt wird, vielleicht, dass die Beschlüsse der Regierung oder des Parlaments in den Zeitungen abgedruckt wurden, aber in Wirklichkeit waren die Medien in der Hand westlicher Konzerne oder der ukrainischen Oligarchie.
dadurch wurde die Unzufriedenheit des Volkes, die an sich berechtigt ist und für die man schon Verständnis haben muss, stimuliert, die wurde verstärkt, gegen Russland gelenkt, und es wurde ihnen, man kann das auch in Wien, es gibt viele Ukrainer in Wien, auch so ukrainische Reisegruppen, ich habe übrigens eine getroffen, die wissen das nicht. Also sie wissen nur das, was sie in den Medien gehört haben. Es wird ihnen noch immer die EU als das normale Ziel, also die Ukraine ist ein Teil Europas und ihr müsst in die EU kommen und die Russen wollen euch unterdrücken. Also, so sehen sie das noch immer, was anderes hören sie nicht. Es hat also seit dem 21. November haben also ständige Demonstrationen stattgefunden, 3 Monate lang auf diesem Hauptplatz Maidan. Die Leute wurden über Internet und Facebook, Twitter mobilisiert, wurden auch mit Autobussen aus dem Westen nach Kiew gebracht. Das alles war zunächst also in einem normalen Rahmen und man versteht die Leute auch. Nur an der Spitze der Demonstrationen hat sich dann eine radikale Gruppe gebildet, also ich würde sagen eine Schlägertruppe von einigen tausend, vielleicht auch 10.000 Mann. Die wurden vorher schon im Sommer ausgebildet. Ich habe Videos gesehen, wie sie geschult worden sind. Unter anderem von der vielleicht hier bekannten Organisation Otpor aus Serbien, aus Belgrad, die direkt mit Gene Sharp zusammenhängt. Und der Chef von Otpor, Srdja Popovic, war in Kiew und hat dort Vorträge gehalten, und es hat also eigene Ausbildner gegeben für diese Aktivisten, die sich an die Spitze der Demonstrationen gesetzt haben. Die Regierung hat das zunächst, also mit einer Ausnahme gleich noch im November, aber sonst das immer sehr milde behandelt, also ist nicht eingeschritten. Es hat bis zuletzt keinen Schussbefehl gegeben. Am 16. Jänner wurden die Demonstrationsgesetze verschärft, nach russischem Vorbild, also die NGOs wurden verpflichtet, wenn sie vom Ausland finanziert wurden, das war aber fast immer der Fall, also diese Finanzierung offen zu legen. Und es gibt so eine Reihe von anderen Bestimmungen, die an sich nicht so Besonderes waren, die wir als normal empfinden müssten, dass man öffentliche Gebäude wie Parlament, Regierungssitz, Rat und so weiter nicht besetzen darf. Das wurde vom Parlament angenommen, das hat aber dann einen neuen Sturm ausgelöst. Also diese Radikalen sind dann wirklich in Erscheinung getreten, und besonders schlimm waren dann die Scharfschützen, die von den Dächern heruntergeschossen haben im Februar. Das hat sich ständig verschärft. Der Westen hat diese Demonstrationen ununterbrochen unterstützt, also es ist jeden Tag ein westlicher Politiker gekommen. Hier sieht man John McCain aus den USA mit den Oppositionsführern Jazenjuk und Tjachnibock. Also der Jazenjuk ist der jetzige Ministerpräsident, Tjachnibock ist
Vorsitzende der Partei Svoboda, die Freiheit, die eine besondere Rolle spielt, weil sie mit den ukrainischen Nationalisten während des Zweiten Weltkrieges zusammenhängt. Also sie führt sich ausdrücklich darauf zurück, also sie berufen sich auf diese Bewegung, das ist die Partei Svoboda, die noch nicht die radikalste ist. Es gibt dann noch den rechten Sektor, Ravi-Sektor. Das ist eine richtige Schlägertruppe, also wir würden sagen ein schwarzer Block. Die haben keine wirkliche Ideologie, also die werden bezahlt, die kriegen ein Taggeld, also ziemlich viel. Und ich werde am Schluss dann noch einen Videofilm zeigen, das dauert 12 Minuten, aber das zahlt sich aus, wo man das genauer sieht. Also vielleicht zu diesem rechten Sektor noch ein Wort, also sie berufen sich auf einen Führer, Stepan Bandera, der während des Zweiten Weltkriegs agiert hat. Also das waren Faschisten, die auch einen militärischen Zweig gehabt haben, die ukrainische Aufstandsarmee UPA. Und die haben Massaker angerichtet unter Polen und Juden. Und wurden dann merkwürdigerweise, kann man sagen, von den Deutschen abgelehnt. Also die haben so um 1941 haben sie diese Massaker durchgeführt und der Bandera wurde dann in ein deutsches Konzentrationslager gesperrt, hat den Krieg überlebt und hat dann mit amerikanischer Hilfe den Kampf weitergeführt, wurde in München 1959 von einem KGB-Agenten ermordet. Der Führer der Aufstandsarmee, Schuchewitsch, hat auch nach dem Krieg noch weiter gekämpft. Also der Kampf ist ungefähr 1950 weitergegangen mit amerikanischer Hilfe und er ist dann bei einem Gefecht ums Leben gekommen. Also es ist, meiner Meinung nach, ist die Zurückführung auf diese Führer dubios, also man kann ich sehe nicht, was das für einen Sinn haben soll. Der Umsturz im Februar, der wurde seit 2010 von den USA vorbereitet. Also 2010 wurde Janukowitsch Präsident, damit waren die USA nicht einverstanden und man hat also von Anfang an das Budget für diese NGOs verdoppelt, man hat die Aktivitäten stark erhöht, hat auch versucht im Osten Fuß zu fassen und dieser Umsturz war vorbereitet. Also im Grunde seit 2010 und genauer seit dem Sommer. Vielleicht war dieser Termin durch die Nichtunterzeichnung des Abkommens, musste man das vorverlegen, vielleicht war dieser Termin nicht geplant, aber der Umsturz hat sich vorbereitet. Interessant ist, was die westlichen Außenminister eigentlich wollten. Am 21. Februar 2014 hat man geglaubt, in Kiew und auch im Westen, die Krise ist beigelegt. Also zwischen Janukowitsch und den Außenministern Deutschlands, Frankreichs und Polens. Also Polen hat eine sehr große Rolle gespielt in dem Zusammenhang.
wurde ein Abkommen getroffen, nämlich dass eine Regierung der nationalen Einheit gebildet werden soll, dass sich die Sicherheitskräfte der Regierung zurückziehen, aber auch der rechte Sektor und diese Radikalen, dass die Besetzung der Ministerien aufgegeben wird. Also ein Kompromissabkommen. Das wurde auch von einem Vertreter der Russischen Föderation begrüßt, nicht unterzeichnet, warum weiß ich nicht, aber er war dort und hat gesagt, ja, das ist ein ordentliches Abkommen. Also kurze Zeit waren alle der Meinung, die Krise ist beigelegt und in derselben Nacht hat dieser rechte Sektor das Parlament besetzt und hat also die Regierungstruppen haben sich zurückgezogen und der rechte Sektor hat die Macht übernommen in Kiew, die er meiner Meinung nach bis heute hat. Zum Beispiel ist die Polizei verschwunden und diese Radikalen üben Polizeifunktionen aus. Also sie haben das Parlament besetzt, die Verkhovna Rada, haben dort nur die Abgeordneten hineingelassen, die sie wollten, haben einige verprügelt. Der Parlamentspräsident ist zurückgetreten. Es wurde ein neuer Präsident gewählt, Turchinov, aber das war keine echte Wahl, sondern also von den 500 Abgeordneten hat er zwar 300 Stimmen bekommen, aber nur weil die Anwesenden zweimal abgestimmt haben und auch die Absetzung des Präsidenten ist ein ähnlicher Vorgang wie in Amerika, also ein Impeachment-Verfahren, ein schrittweises, man braucht dann eine Dreiviertelmehrheit im Parlament und eine Begründung, es muss ein Verfahren durchgeführt werden. Das ist alles nicht eingehalten worden. Es war in Wirklichkeit waren weniger als die Hälfte der Abgeordneten anwesend. Und diese Anwesenden haben dann eine neue Regierung gebildet unter Jatsenjuk, der Mann der USA war. Also Sie haben gehört, es hat ein Telefongespräch gegeben zwischen der amerikanischen Sonderbeauftragten Victoria Nuland und dem amerikanischen Botschafter in Kiew, Payet, wobei der Skandal nicht in dieser obszönen Formulierung Fuck the EU liegt, sondern dass aus dem hervorgeht, dass die USA das Ganze organisiert haben, von der amerikanischen Botschaft aus, dass sie gesagt hat, also den Klitsch will sie nicht, der ist zu gemäßigt, den Klitschko, sie will den Jaz, das ist ihr Mann, Jatsenjuk. Und so geschah es auch, also er wurde dann eingesetzt. Also die Legitimität der neuen Regierung ist sehr zweifelhaft. Der Jatsenjuk hat eine Stiftung, ich habe das noch angeklickt, das ist jetzt verschwunden aus dem Internet, vor einem Monat war das noch drauf. Jatsenjuk Foundation und da steht immer dabei so Partnerorganisationen oder Partners. Und da steht also dabei National Endowment for Democracy, die Nationalstiftung für Demokratie der USA, die NATO, Konrad-Adenauer-Stiftung, auch die amerikanische Botschaft ist direkt angeführt, also ungefähr so 10 Partner, nicht? Die meisten davon sind amerikanisch. Also in der neuen Regierung gibt es die Partei Vaterland von der Timoschenko, zu der auch Jatsenjuk gehört, und die Partei Svoboda mit etwa 5 Regierungsvertretern. Vor allem kontrollieren die das Komitee für Sicherheit. Dazu gehören also das Innenministerium, die Armee, der Geheimdienst,
und der Generalstaatsanwalt. Das Parlament hat als ersten Akt beschlossen, die russische Sprache abzuschaffen, als Amtssprache, und sie wurde sofort von den USA und von der EU unterstützt. Die Russen haben diese Entwicklung nicht unterstützt, also sie haben die Regierung nicht anerkannt, haben gesagt, die ist illegitim, und haben dann den Anschluss der Krim an Russland betrieben. Die Krim war seit 1763 russisch. Da hat also die Zarin Katharina Sevastopol erobert von den Osmanen, und seither ist die russische Kriegsflotte dort stationiert. Sie haben diese etwas seltsame Geschichte gelesen, dass Khrushchev die Ukraine verschenkt hat 1954. Was die Gründe dafür waren, hat bisher niemand herausfinden können. Jedenfalls ist die Bevölkerung dort russisch, zu 70%, also 20% bezeichnen sich als Ukrainer, sprechen aber Russisch, und 10% sind Krim-Tataren, sprechen aber auch Russisch, also sprechen kaum noch Tatarisch. Es hat ein Referendum stattgefunden, da waren durchaus internationale Beobachter dort, die gesagt haben, dass das ordentlich abgelaufen ist. Vom völkerrechtlichen Standpunkt aus könnte ich dazu erklären, also mir hat ein Völkerrechtler erklärt, es gibt zwei Prinzipien im Völkerrecht. Das eine ist die Integrität des Staates, und das andere ist aber das Selbstbestimmungsrecht der Nationen. Das ist beides, das ist beides ein starkes Argument. Also ich will auch nicht von vornherein sagen, die Integrität eines Staates ist nicht wichtig, das ist schon wichtig, aber ich würde in diesem Fall von einer Wiedervereinigung sprechen. Also, es gibt dort, also die Krim war immer russisch, und die Leute wollten zu Russland, und schließlich kommen die Sicherheitsinteressen Russlands dazu, also eine NATO-Basis auf der Krim ist also für Russland nicht akzeptabel, also für niemanden in Russland. Ich habe gelesen, in der russischen Duma hat ein einziger Abgeordneter aus merkwürdigen Gründen dagegen gestimmt, also gegen die Aufnahme der Krim in die russische Föderation. Die NATO hat aber Sanktionen, hat aber darauf reagiert. Also es gibt militärische Bewegungen in Polen, in den baltischen Ländern, im Schwarzen Meer, und Sanktionen des Westens. Und es besteht tatsächlich eine Kriegsgefahr. Darüber können wir vielleicht dann noch diskutieren. Und naja, also die wirtschaftliche Lage ist eine Katastrophe, und die wird auch für die EU ein sehr großes Problem werden. Das heißt auch für uns, also das Abkommen, das mit Russland im Dezember abgeschlossen wurde, hätte die EU sozusagen ihrer Sorge enthoben, weil die Russen sozusagen die Verantwortung für die Ukraine übernommen hätten. Also sie haben einen Kredit in Aussicht gestellt, einen ziemlich großen, und eine Senkung des Gaspreises um 1/3. Das wird jetzt natürlich nicht mehr durchgeführt, und man könnte sagen, also die EU muss jetzt schauen, wie sie mit der Ukraine zurechtkommt, aber der Finanzminister der Ukraine hat gesagt, also nur um die laufenden Schulden, um die laufenden Rechnungen zu bezahlen, Staatsgehälter und so weiter, braucht man 25 Milliarden Euro.